Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Beinahe hätte ich sie rausgerissen, als ich Anfang November in meinem Vorgarten Tabula Rasa gemacht habe. Gerade wollte ich kräftig zupacken und die Sonnenblumen samt Wurzeln, die sich überall breit gemacht hatten, rauszuziehen. Halt, stopp, was ist denn da? Vorsichtig habe ich das braune Laub zur Seite gekehrt und da streckte sich eine kleine, strahlend weiße Knospe aus dem matschigen Erdboden dem Licht entgegen. Eine Christrose. Letztes Jahr stand sie als Adventsgesteck auf dem Altar und bekam dann in meinem Vorgarten Asyl. Und jetzt ist ihre Zeit. Ja, jetzt im Winter. Eigentlich ganz schön verrückt. Die Christrose blüht, obwohl alles um sie herum sich zurückzieht und wie abgestorben erscheint. Grazulät, wie man hier bei uns sagt, strahlt sie mit ihren weißen Blütenblättern und den gelben Staubgefäßen gegen das triste, nasse Grau an. Oder wie heißt es in einem berühmten Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert? Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß. Mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis. Dass die Christrose eine Heilpflanze gegen Melancholie ist, das wusste man schon in der Antike. Gut, ich wusste es nicht. Auch nicht, dass sie auf der sogenannten Roten Liste steht. Es gibt sie doch in jedem Blumen- und Gartencenter zu kaufen. Aber scheinbar wird sie in den Alpen, wo sie eigentlich zu Hause ist, gepflückt und ausgegraben. Aber egal, ob 10 cm Schnee auf ihr lasten oder Eis die grünen Blätter überzieht, sie blüht und leuchtet. Eigentlich ein ziemlich trotziges Verhalten von diesem zarten Blümelein. Aber auch ein sehr hoffnungsvolles. Passt also perfekt zu Weihnachten, dem Fest der Liebe und der Hoffnung. Der Hoffnung, dass es doch gut wird, dass alles gut wird. Die Engel in der Weihnachtsgeschichte haben von der Angst und den Sorgen der Menschen gewusst. Gut, dass auch in diesem Jahr wieder viele, viele kleine Engelchen in den Krippenspielen an Weihnachten den Menschen zurufen oder singen: Fürchtet euch nicht. Und so wünsche ich Ihnen auch ein wenig von diesem verrückten, trotzigen Vertrauen, dass auch in unserem Leben die schönen Momente über die dunklen, einsamen Stunden siegen. Der Frieden über Krieg, Gerechtigkeit über Hass, wie die zarte Christrose über die Kälte. Ich wünsche Ihnen und euch einen gesegneten 3. Advent. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.